Guten Abend miteinander, mein Name ist Dr. Klöti. Unser heutiges Thema die Masern. Wie merkt man, wenn jemand mit Masern angesteckt ist? In erster Linie sieht er mal grauenhaft aus. Pfui Teufel, grusig, aber aufpassen. Nicht alle, die gesprenkelt sind im Gesicht, haben Masern. Die einen haben einfach nur Bücken. Masern kommt nur beim Mensch vor. Allerdings gibt es auch Tiere, die sich mit einer vortäuschten Masernerkrankung wichtig machen. Obwohl sie auf dem Rücken die Flecken haben, nennt sich das Tier Marienkäfer. Aber wir alle wissen, dass Maria unbefleckt ist. Dann gibt es auch Pflanzen, die so tun, wie wenn sie würden unter den Masern leiden. Aber Masern ist kein Pilz, sondern eine Viruserkrankung und damit fangen Probleme an. Als Vorbeugung gegen Masern hilft eine Impfung. Ein Geimpfter ist in der Regel nachher immun, mit Ausnahme vielleicht von Toni Brunner. Die einen sind für eine Masernimpfung, die anderen dagegen, weil sie finden, dass Kinder so eine Maserkrankheit durchsuchen. Die gleichen Leute sind häufig gegen das Impfobligatorium immun und vermutlich auch gegen das Gurtenobligatorium, weil sie finden, dass man als Autofahrer so einen Unfall einfach mal durchsuchen. Wie den Masern, so den Rasern. Spaß beiseite, man kann Fragen stellen. Auf keinen Fall. Die Rätoromale sind nicht gegen das Impfen. Bis jetzt haben sie jedenfalls so keine einzige Finanzspritze ausgehauen. Nächste Frage. Interessante Frage. Vermutlich, weil Sie immer Minarett-Symbol von der westlichen abgeleiteten Schulmedizin sind. Nächste Frage, bitte. Nein, aber benutzen Sie zur Sicherheit bei der nächsten Dentalhygienebehandlung ein Kondom. Nächste. Kommen Sie mal ein bisschen näher. Wenn ich jetzt was rede, wären Sie jetzt tot. Gut, Achtung, Schatten.